So, habe ich es geschafft. Bin ich wieder froh. Jetzt kann ich nämlich verschwinden. Das ist der Raubschleim. Wo ist jetzt meine Karte? Au! Ist jetzt meine Karte noch? Ah. Das habe ich voll verhängt. Irgendwann habe ich vorher aus Versehen die L-Taste gedrückt. Mit der kann man auch mit die Karte deaktivieren. Das hätte ich nicht mehr gewusst. Sehr gut. Ja, Blindschuss sein. Passt. Und jetzt müsste ich eine Möglichkeit finden, um so richtig viel Geld auszugeben. Aber ich weiss ehrlich gesagt gar nicht. Keine Ahnung. Ah ja, und ich habe mich wirklich umbringen lassen, weil scheiß Herzli. Ich bin ja wieder auf 2 Herzli rum, weil ich natürlich wieder in jensche Spinne reingelaufen bin. Ja. Und jetzt geht es eigentlich... Ging das dann weiter? Okay, also soll ich gerade... Zack, zack, weitermachen? Ich will jetzt mega überlegen, ob ich noch so ein paar... ich sehe noch ein paar Herzteile oder so soll holen. Ein paar Bohnen pflanzen. Nein, das mache ich dann sonst erst. Das mache ich nicht jetzt. Und machen wir noch den Tempel und den habe ich dann auch hinter mir. Da haben wir auch noch recht. Nein. So ist es gegangen. Das hat 2-3 Mal überlegen. Wie macht das eigentlich Sinn? Ja, ich kann es nicht anders. Ich zu überlegen, wie soll... Ob ich noch nachher die Abkürzung holen, also das Lied lernen für den Schattentempel, aber das kann ich erst als Erwachsener-Link. Das ist richtig gesehen. Machen wir das jetzt nämlich. Machen wir das so. König Artus, Excalibur und so. Gute Sache, hatten wir das. Knogenmünze habe ich auch noch. Ich muss irgendwie, soll ich irgendwie etwas posten? Nee, macht doch keinen Sinn. Nicht wirklich. Oder ich wüsste, beziehungsweise ich wüsste einfach auch nicht was. Ich muss auch wieder Waren führen, das können wir jetzt natürlich auch brauchen. Also nicht in der Zitadelle der Zeit, aber einfach generell können wir es jetzt auch brauchen. Also. Ja, müssen wir jetzt nicht zuschauen, wenn ich extra nochmal auf Kakari gehe. Marschieren. Machen wir das im Schnelldurchlauf, so wie gehabt. Ui. Oh. Ah, das habe ich gar nicht mehr gewusst. Stimmt. Stimmt. Es brennt. Feuer! Feuer! Das ist mir schlecht. Da ist der Schiek. Was ist passiert? Zurücklink. Wow! Ja, in dem Brunnen bin ich eben gerade gewesen. Und das ist wohl schlecht. Sehr schlecht. Alles gut, alles okay. Ich glaube, ich tue mich doch gescheit mal abnehmen. Was auch immer das für ein Viech ist, was immer das ist.
I-A-U. Ja, so gegen einen Schatten kämpfen ist immer noch recht schwierig. Man hat nicht wirklich etwas, was man treffen kann. Ja, jetzt hat sich gerade die Situation umgekehrt. Blablabla. Sieht aus, als würdest du es überstehen. Ja, hoffentlich. Link, etwas Schreckliches ist passiert. Sorry. Doch ein bisschen müde. Der Schattendämon ist aus seinem Gefängnis entkommen. Impa, die Gründerin Kakarios, hatte den Schattendämon einst auf den Grund des Brunnens verbannt und dort eingeschlossen. Doch die Kraft des Dämons wurde in letzter Zeit immer stärker, sodass das Siegel brach und er wieder in die Oberwelt entkommen konnte. Ich glaube, Impa ging zum Schattentempel, um ihn wieder zu versiegeln. Ohne Hilfe wird sie dort in großer Gefahr sein. Link, Impa ist eine der 6 Weisen. Vernichte den Schattendämon und rette Impa. Will do, will do. Es gibt einen Zugang zum Schattentempel hinter dem Friedhof von Kakariko. Alles, was ich für dich tun kann, ist dich die Melodie zu lehren, die dich zum Schattentempel bringt. Diese Melodie führt dich in die unendliche Dunkelheit, die sogar die Zeit absorbiert. Höre nun die Nocturne des Schattens. Gib mir! Komm! Ja, die ist noch machbar. Und sie wird nicht allzu viel brauchen. Ich werde mich um das Dorf kümmern. Ich zähle auf dich, Link. Du? Okay. Na dann. Und jetzt ist der Link schon gar nicht mehr erst probiert. Dass er am Schieg näher kommt. Kann ich das machen? Ich glaube, es geht. Yes. Kann ich... Nein, das kann ich dann wiederum nicht. Oder schon? Nicht rauf? Nope, noch nicht. Komm ich... So. Yes. Hoi. Für einen guten Überblick drückst du... Ah, ja, okay. Drück mir jetzt. Du gibst mir etwas. Wo nix. Ah! Nein, das war nicht dein Plan gewesen. Ja, ich weiß. Du hast die Nocturne des Schattens von Shihekele. Warum spielst du sie nicht? Wieso? Weil ich ganz genau weiss, wo ich hin muss. Ich hätte eigentlich zuerst das Herzteil holen, weil das finde ich eigentlich auch noch ein bisschen wichtig. Ah, wie? Kein Stress. Ich glaube einmal, dass es eins hat. Müsste eigentlich schon der Fall sein. Gut! Holzblock verwünscht. Kerzenteil. Keine Kerzenteil. Was? Das ist doch eins. Ich hab das schon mal geholt. The fuck? Jetzt bin ich verwirrt. Das war doch ein Herzteil. Ich mich jetzt verarschen. Weil noch weiter rauf komme ich ja nicht, also... Hä? Okay, das ist komisch. Keine Ahnung, was jetzt da gar nicht ist. Naja. Na gut, die können wir halt zum Schatten.
Ein Geist. Die mache ich kaputt. Naja. Da bin ich schon gewesen, eigentlich, glaube ich schon, oder? Den habe ich schon geholt. Ja, ja, logisch. Das ist der erste, den ich geholt habe. Und jetzt ist es... Wie ist es jetzt genau? Komme ich jetzt da gar nicht auf? Oder wie? Nee. Also ich tatsächlich mit dem Lied über. Okay, spannend. Habe ich es doch nicht ganz so genau gewusst, hä? Hätte ich da wieder mal recht gehabt. So. In der Tat. Jetzt bin ich gerade nicht etwa 10 Meter teleportiert. Ist gut, ist gut. So, und jetzt mache ich die Fackeln an. Hehehe. Ich könnte mal die Feen besuchen. Ich habe genau für keine Feenkristalle. Ich bin ganz in der Mitte gewesen. Ich hoffe, das langt. Ja, es langt. Gut. Also, widmen wir uns doch dem schönen Schattentempel, den ich so richtig gerne habe. Und noch... Okay. Es lohnt sich immer mal ein bisschen umzuschauen. Ja, ja, genau, Auge der Wahrheit. Also zu dem muss ich es drehen, das ist es gewesen. Da hinten haben wir genau, ist auch noch etwas gewesen. Ah. Das ist also so ein Knackpunkt, das Wägli da hinten, das, ja, eben, das geht gerne vergessen. Ja, ja. Das kryptische Scheißzeug. Bla 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 bla. Bla bla bla. Bla bla. Der Schattentempel hier ruhen Hyrules blutige Zeugnis von großer Gier und blindem Hass. Also gerade der schönste Ort ist es schon. Ist das so eine Art überdimensioniertes Mausoleum irgendwie? Das bleibt. Ja, ich weiss, dass ich ein bisschen rumschauen muss und so. Bla 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 bla. So. Mal schauen, ob der Messi immer noch so blöd tut. Ah doch. Ja, ich bin gerade schon nicht so in der idealen Position hier. Jetzt genau gar nicht. Also komm mal näher, dann machen wir dich sogar richtig fertig. Und ich habe jetzt keinen Bock auf den lang in ein Brett, ich tue mir jetzt gerade richtig ausrüsten. Komm, zeig die Kopf. Ja, nein. Zeig dein Köpfchen. Ja, nein, okay, so geht's. Das Problem ist, wenn er lange mit runtergeht, dann... Oh. Wenn es lange mit runtergeht, dann verschwindet er eben im Boden hin und das ist eigentlich nicht so. Das will ich eigentlich nicht. Jetzt kommt er schon wieder sehr früh. Tag dein Köpfchen. Ah, der schleimt drüber aus.
Lalalala. Au. Nein, nachgegeben. Oh, jetzt kommt er aber weit. Scheiß Hand. Zeig dich, zeig dich. Und jetzt ist es richtig verbreitet. Ha! Die hat da geschafft. Jetzt würde ich jetzt mal behaupten, da kommt noch Karte. Wahrscheinlich. Ja, sicher so der Fall sein. Ah ja, was ich nicht vergessen zu sagen, auch ganz generell. Wieso es sich jetzt ein verzögert hat mit Zelda-Videos, das hätte ich vielleicht am Anfang sollen sagen. Wieso es sich jetzt ein bisschen verzögert hat mit den Zelda-Videos, das hat einfach einen Grund, dass wir jetzt gerade im letzten Tag, 1-2 Wochen eigentlich ist es gewesen, wenn ich mich recht erinnere. Übrigens war es nicht Dings gewesen, Karte, sondern die Gleitstiefel. Wieso sich jetzt das Ganze ein bisschen verzögert hat mit den Zelda-Videos, ist, weil wir mit dem CSGO-Team meist gut ein bisschen ins Gespräch gekommen sind und für sie Highlight-Videos gemacht haben. So von den letzten 2 Matches jetzt, beziehungsweise vom 3. bis das Zelda-Video draussen ist, soll der 3. dann auch schon wieder draussen sein. Und ja, es war noch recht cool gewesen. Also wir haben jetzt die Möglichkeit bekommen, mal ein bisschen etwas anderes zu machen als unsere normalen YouTube-Videos. Und ich würde jetzt noch schnell verlinken und zum Video 1 gegen das Team Phoenix und das Video 2 gegen Team Stranger in the Shower ist es gewesen? Ja, genau. Und ja, also könnt ihr mal dort hinschauen, könnt ihr eine Idee bekommen, was wir sonst noch alles machen, falls ihr es nicht schon gesehen habt. Fände ich noch cool. Fände ich echt cool. Darum hat sich das Ganze ein bisschen verzögert, weil ja, die Highlight-Videos haben ein bisschen mehr Stress als Zelda-Videos. Weil ich weiss, dass ja, dass nicht 100'000 Leute mir zuschauen. Ich dachte, ach komm, das liegt jetzt gerade schon noch drin. Oh, was? Hoppla. Das war falsch. Ist es nicht? Aha, das war der erste. Sag mal, bei dem, wo gerade reinkommt, ist es. Ja, eben, hat sich das ein bisschen verzögert, aber ich finde, es hat sich jetzt eigentlich noch... Also vor allem hat sich das jetzt eigentlich auch gelohnt mit diesen Highlight-Videos, die sind recht cool gekommen. Und es ist vor allem auch etwas anderes, wenn wir nicht unsere eigenen Highlights schneiden, die so, ja, auf Silberniveau noch nicht so mega spektakulär sind. Sondern natürlich ein paar Pros oder Semi-Pros kann zuschauen und dann eben entsprechende Frags und so auch mitschneiden. Das macht noch recht Spaß. So, jetzt ist es noch glinklich gelaufen mit dem Dings verschieben. Ja, das wollte ich einfach mal schnell erwähnen. So nebenbei. Jetzt wollen wir schnell die Gleitstiefel raus. Ich glaube, ich tue noch... Muss ich das Schwert noch wechseln? Ja, das Schwert wechseln. Gleitstiefel funktioniert, ihr seht es jetzt eigentlich. Gleitstiefel funktioniert jetzt so, dass man für einen kurzen Moment kann schweben kann. Also es ist vielleicht etwa eine Sekunde oder so. Der Nachteil ist, dass man ja, rutscht, gleitet halt effektiv. Also muss man da auch wie im Wassertempel ständig ein bisschen hin und her wechseln zwischen Gleitstiefel und Lederstiefel. Aber ja, whatever. Das überleben wir doch. Ey, und jetzt, wenn ich jetzt sage, dem kann ich ins Auge schießen, schiesse ich dem doch gerade nochmal ins Auge. Weil, das hat mich jetzt recht irritiert, also, dass mit diesen Nüsseln gegangen ist. Das geht tatsächlich. Aber er macht auch die Augen zu, dann kann ich nicht mal zu viel machen. Oh, jetzt braucht er noch mehr. Mach die Augen auf, komm. Ah. Okay, wieso nimmt er plötzlich mehr Schaden?